Welcome to Golda and her daughters, Soviet Jewish Women Under Stalin, with Professor Elissa Bemparad. My name is Helena Gindi. I'm the Public Program Director here at YIVO, and it's my pleasure to welcome you to tonight's event. Before I introduce Professor Bemparad, I want to draw your attention to another program we're holding in Yiddish this fall. On October 14th at 7 p.m., we present The Haunted Sukkah, an evening of participatory theater and open mic, with puppeteer Jenny Romaine, who will lead the audience in an immersive theater performance in various parts of this building. So the theatrical performance will actually be happening throughout the building. Followed by an open mic in Yiddish, emceed by actor Shane Baker, so please join us for that. And now I'm delighted to welcome Elissa to our podium. Elissa Bemparad is the Jerry and William Unger Assistant Professor in Eastern European Jewish History and the Holocaust at Queens College, CUNY. Her book, Becoming Soviet Jews, The Bolshevik Experiment in Minsk, was awarded the 2013 National Jewish Book Award and the Frankel Prize in Contemporary History for an outstanding work of 20th century history. She is currently working on a social history of the blood libel accusation in the Soviet Union and Poland. It's my pleasure to welcome Elissa to our stage. Dank, Sholem Aleichem, Bruchim Aboim, Dank für den Kommen. Und es ist auch ein Vergnügen, nach Covid zu sein da und kennenlernen wegen jüdischer Frauen im Sowjetenverband und probieren verstehen zusammen mit euch, wie so das sowjetische System hat man Spiel gewählt auf jüdische Frauen, wie sie haben sich integriert in das sowjetische System. Ich sehe, ich gebe an, formell, lass mir sagen, will ich euch der Mann in 3 allgemeine Punkten, was ich meine, werden uns helfen, wie ein Hintergrund. Ja? Gewisse von euch nehme ich an, wissen schon wegen die Sachen, andere nicht, ist, lass mir sehen, der Mann in Poschen. Ist erstens, lass mir gedenken, als von Same und Eibon, die Bolschewiken, haben gestrebt zu schaffen, eine atheistische, kommunistische Kultur und haben gestrebt zu revolutionieren die Aufführnormen von sowjetischen Bürgern, regulieren alle Aspekte von tagtäglichen Leben. Inspiriert von der kommunistischen Partei, von der Ideologie von der kommunistischen Partei, ist die bolschewistische Kultur gewesen, in Toch sehr moralistisch, sehr pädagogisch orientiert und gestimmt und versteht sich, war atheistisch und hat gestrebt, wie eine von den Hauptzielen, Potter zu werden, Chorev zu machen, Religie und versteht sich euch auszuwurzeln, alle Minhagim, alte Minhagim, Gleibenischen und Einführen, was sind gewesen charakteristisch von der vorrevolutionären Leben. Das ist eins. Einmal weg. Zweitens, ich will uns ermahnen, für was wir wissen, so wenig. Für was die Historiografie, wegen jüdischer Frauen, im Sowjetenverband, für was die Historiografie hat so wenig geforscht, jüdische Frauen, und Bichlal Gender. Und ich nutze das Wort Gender, es ist nicht so eingestellt wie ein Termin. Auf Jiddisch, aber es ist der Termin, was man nutzt auf Englisch, auf Russisch. Aber da kann man sagen Geschlecht, aber ich nutze Gender. Für was hat man geforscht, so wenig wegen Gender in der sowjetischen Kufe? Ist erstens spezifische Organisationen und Institutionen, was sind geschaffen geworden von jüdischen Frauen oder für jüdische Frauen, sollen sie sein der erzieherische, ökonomische, soziale, seien nicht gewesen in der sowjetischen Kufe. Ja? Le Moshe Schules für jüdische Mädchen oder solche Zedoke Assoziations, philanthropische Assoziations, was jüdische Frauen haben gekannt, umführen oder was haben gekannt, herumreden. Frage ist, was haben zu tun, befehrisch mit jüdischen Frauen, haben nicht existiert. Sie haben aber existiert in andere Erde in dieser Europa. Und unheimlich mit der Sache, das heißt, wenn man sich gekannt konzentrieren auf solche Organisationen, Institutionen, das wird gekannt sein an Unheim.
kidei besser zu verstehen, die Geschichte von sowjetisch-jüdischen Frauen, Problemen von Integration in der politischen, ökonomischen und kulturellen Leben in sowjetischen Städten. Aber solche Organisationsinstitutionen haben nicht gekannt existieren. Avade haben die Bolschewikes im Ganzen ausgewurzelt, im Ganzen zerstört als solche Organisationen. Was haben sich vernommen mit jüdischen Frauen, religiöse, kulturelle, was haben aber existiert in zarischen Russland. Also es ist nicht auch eine Hemmschichtigkeit, man kann nicht forschen die Hemmschichtigkeiten. Für was? Weil die Sowjeten haben gehalten, die Institutionen für bourgeoise Institutionen und darüber die Gesellschaften für jüdische Frauen sind gewesen als Sakone für der Einigkeit von der Sache, für der Einigkeit von der bolschewistischen Sache. Die Sowjeten haben gestützt, haben gekämpft für der Gleichheit zwischen Männern und Frauen, theoretisch, und haben gewollt befreien Frauen, theoretisch. Aber dieser Kampf hat gedacht sein vereinigt und nicht sein zerteilt auf den Smach von besonderen ethnische, religiöse und nationale Identitäten. Das heißt, man hat nicht getan, schaffen in Sowjetenverband besondere Organisationen für jüdische Frauen oder polnische Frauen oder ukrainische, es ist nur Frauen, ja, internationale Frauen. Drittens, ja, 1, 2, 3. Drittens, lassen wir gedenken, als nicht geguckt auf der gewaltsamen Druck zu Urbanisierung und nicht geguckt auf dem, was Tausende und Tausende Jiden haben sich herübergezogen in Moskau, in Leningrad, nicht geguckt auf dem, mehrste Jiden euch in die sowjetischen Zeiten haben weiter gewohnt in die Territorien von dem Tchum Moishev bis der Zweiten Weltkrieg, ja? Wo Jiden haben gemusst sich besetzen sind, Sof 18. Jahrhundert. In der zarischen Imperie, das heißt. Ist für was der Mönch das, ja? Weil da in die Territorien ist das traditionelle Leben und das Gefühl von haben eine stärkere jüdische Identität, ist das gewesen beuleter, ja? Im Vergleich mit Moskau oder Leningrad. Und euch da in die Territorien hat das Mischpoche-Leben euch gespielt eine Rolle in anhaltender jüdische Identität, in sich stellen, an gegen Assimilation. Lass mich pasche gedenken, als die Tausende und Tausende Jiden, was haben sich herübergezogen in Moskau und Leningrad, haben es bederich klar getan, an Mischpoches. Ja, sie sind gewesen junge Menschen an Mischpoches. Aber die Jiden, was von die Städtlach vornherein, in Zhytomyr, in Vinica, in Homel, sie vornherein gewöhnlich mit Mischpoches oder sie halten an eine Verbindung mit der Mischpoche, was bleibt in Städten. Ich meine, das ist genug wie an Reihen 4, ja, die 3 Punkte. Lass mir Tage reingehen in der Hauptthema von der Rede heute. Und ich will sich konzentrieren auf den Kulturkampf, was ist vorgekommen auf der jüdischen Gas und speziell der Kulturkampf, was ist vorgekommen den Proof, uns zu wurzeln, die religiöse Kultur und in derselben Zeit schaffen die neue sowjetische jüdische Frau. Ich will anheben mit das Bild, ja, was ist das Bild? Was meint ihr? Ja, sehr gut, das ist ein Mikve. Und das ist ein Bild, was, ja, nicht, Chas vecholile. Das ist ein Bild von 26. Das ist von einem Journal, Bezbozhnik Ustanka, was wir können übersetzen wie der Apikoires bei der Arbeit. Ja? Und es ist der samer verspreizte antireligiöse Ausgabe im Sowjetenverband. Und da, wie ihr sagt, man weiß, dass ein Mikve, was traditionell war, der Ziel von einer Mikve ist, abzureinigen. Ja? Die Reinigkeit von Leute Aloche, in dem Fall von Frauen, ja. Aber in der sowjetischen Oistheit, die Mikve ist nicht kein Mocker von ritueller Reinigkeit, nur verkehrt, ja. Es ist ein Mocker von verspreiten Ekeldicke und Sakonesdicke, Bakterien und Mikroben, was verspreiten Krankheiten,
Und da versteht sich, man hat das bilderisch ausgemalt. Aber die Krankheit ist nicht nur physisch, sie ist auch moralisch, ja, speziell moralisch. Das heißt, was sieht man da? Man sieht die ältere Frauen, die sind angetan in Schwarz, und Schwarz ist symbolisch, ja, die Mieskeit von dem alten Dorf, von der Tradition, von der Religion, und sie zwingen rein im Wasser, in einem schmutzigen Wasser, sie zwingen rein die junge Frauen, die sagen, sie sind weiß, ja, das heißt, sie haben die Potenzial von Hoffnung, von moralischer Reinigkeit, von dem jungen Dorf, aber sie werden korrumpiert, ja, sie werden reingeworfen, gezwungen von die älteren Freunden, und sie werden Tage treff. Und da will ich, eigentlich will da der Mann in dem Titel von meiner Rede, was ist Golde und ihre Töchter. Okay, ich darf sich nicht rühren von Ort. Ich will sagen, der Mann in dem Titel von meiner Rede, was ist Golde und ihre Töchter? Was Golde und ihre Töchter? Und da kann man öfter sein Golde und ihre Töchter. Ich will, und ich habe der Mann die Themen noch einmal beim Sof von meiner Rede, ich will sich entgegenstellen gegen dem, du weißt, das, was ist geworden, ein bisschen ein Symbol in jüdischer Geschichte, Tevye und seine Töchter, wie ein Modell von Akkulturatie, ja, in der modernen Kufe. Ich will bei mir sich konzentrieren auf der Beziehung zwischen Mames und Töchter. Und ich meine, es ist sehr wichtig, das reinzubringen in der Geschichte, nicht nur von sowjetischen Frauen, von sowjetischen jüdischen Frauen, aber ich will zurückgehen zu dem später, ist beim Attackieren Jüdischkeit, die sowjetische antireligiöse Propaganda hat klar ausgeteilt jüdische Frauen, was werden kläumerscht, was man beschreibt, kläumerscht wie abgestanden, ja, und besonders traditionell. Und das der Mann, weil sie sind so abgestanden, weil sie sind so traditionell, sie werden die Korbones von der religiösen Führerschaft, ja, von die Klei Kodesh, wo sind, versteht sich alle gewesen Männer, und Frauen sind gewesen der beliebste Eulem von dem Rov, von dem Scheuchet, ja. Und da will ich euch weisen, das ist interessant, es ist ein Bild, man hat ein Rov und man hat ein Scheuchet, und der Scheuchet und der Rov verhatten, dominieren den Mojach von der leicht gläubigen Frau, ja. Ist da steht geschrieben auf Russisch, für die, was keine Russisch kennt, allein sind, und statt dem Mojach, in ihr Kopf ist da Mist. Ja, und statt der Mojach ist da Mist. Und da euch, ihr seht faktisch der selbiger Motiv, a Rov und a Moel, was gefunden sich am Mokem Menuche in dem Freues Kopf, ja. Das heißt, dass sehr kläumerscht Abgestandenkeit und eingeborenen Traditionalismus hat sie gemacht mehr spirevdig, das heißt, die Frau mehr spirevdig im Vergleich mit jüdischen Männern zu die Sakones von Religie. Ja? Isavad und Avade befreien Frauen von die schwarze Keuches von Religie und sie zuziehen zu der Partei und sie zuziehen zu spielen eine aktive Rolle in der nahe Gebäude, sowjetischer Institutionen, ist gewesen eine Priorität für die Revolution auf der jüdischen Gas. Und Avade ist die Frage sehr wichtig. Das heißt, die folgende Frage. Sie seien Frauen Tage gewesen, mehr übergegeben von Männern, mehr übergegeben die jüdische Tradition in Sowjetverband in den 20er und auch in den 30er. Ja? Das dachte ich, ist sehr ein wichtiger Punkt, den man sollte verstehen, dass zu neu treffen sich das Begegnis zwischen jüdischen Frauen und der sowjetischen Experiment, ja, und der sowjetische kulturelle Experiment.
Und lass mich euch ermahnen dazu, als die Unterdrückung von religiöser Führerschaft und die Zerstörung von religiöser Institutionen unter die Bolschewikes hat gehabt wie ein Resultat oder hat geführt zu dem, als das Abhitten Ritualen ist gewesen, was mehr verbunden und eng verbunden mit der Privatkeit von der Heim, ja, in der sowjetischen Kontext. Und es ist möglich, als die Heim, die jüdische Heim, ja, in der sowjetischen Tkufe ist geworden mehr zentral für rituelle Abhittung für jeder Tkufe in der Geschichte von jüdischem Volk. Efter Achutz wollte ich gesagt, was ist vorgekommen in der Zeit von Marranos und was ist vorgekommen in die Ghettos von Mizrach-Europa in der Zeit von der Zweiten Weltkrieg. Achutz, die zweite Tkufe, wollte ich gesagt, als ja, der Heim wird so zentral in Abhitten die Ritual in der sowjetischen Tkufe. Das meint, als jüdische Frauen, was in allgemein wollten ja mehr Leute gewähnen, sich zu halten bei der religiösen Tradition, zu lieb sehr eingestellter Fokus auf der Heim, und dazu zu lieb sehr niedrigen Niveau von Beteiligten sich in der modernen Arbeiterschaft, haben angeheben spielen eine neue, hofferdicke und feste Rolle in dem Kontext von Sowjetenverband. Ich hoffe, Sie hat alle verstanden. Ja? Aber ob nicht, weil ich zurückgehe zu dem. Das heißt, ob ihr nicht verstanden, kann ich es überhasern jetzt. Das heißt, jüdische Frauen seien gewinn mehr verbunden mit der Heim. Versteht sich. Und sie seien gewinn mehr verbunden mit der Heim historisch, aber sie seien auch gewinn mehr verbunden mit der Heim, weil sie haben sich weniger beteiligt in der modernen Arbeiterschaft, auch in der sowjetischen Tkufe. Aber sie haben auch angehoben, spielen sehr nahe Rolle, hofferdicke Rolle und feste Rolle in dem Kontext von Sowjetverband. Der Heine, zu lieben Fällen und zu lieben Nichtsein von die vorrevolutionäre religiöse Infrastruktur, was die Sowjeten haben im Ganzen zerstört, faktisch im Ganzen zerstört, Volk Minhagim sind geworden wichtiger. Volklegitimkeit hat gebeten dem religiösen Vierrechts, ja, und hat reingeführt beiden in dem Ritual und in die Minhagim und hat reingeführt in sie eine interessante Schäferigkeit, was ich bald erklären, was ist sehr überraschend, ich halte in dem Kontext von einer gewaltsamig und bedrückenden System, wie der sowjetische System ist gewesen. Ist faktisch, was ich sage, ist, dass eine neue Schäferigkeit wächst heraus von einer Zerstörung. Ja, die Sowjeten zerstören alles, aber wir können sich nicht nur konzentrieren auf dem, wie die Historiografie hat getan. Man darf sehen, was diese Zerstörung hat geführt zu neue, zu etwas Neues und etwas Interessant. Ist eine Sache, jüdische Frauen, seinen gewinn die wichtigste Keuches in dem Prozess. Rabbonim seien faktisch beschmutzt geworden, seien faktisch marginalisiert, aber jüdische Frauen haben getan, die ämese Arbeit abzuhitten, die Tradition. Sie haben sich gestellt gegen gewaltsamen Druck, Verweltlichkeit und Assimilation, was ist geworden stärker und stärker und hat sich durchgelassen über die jüdische Städte von dem gewesenen Tchum-Moshew, wo meiste sowjetische Juden haben gelebt, bis der Zweite Weltkrieg kam. Ist die neue hofferdicke und feste Rolle, was Frauen haben gespielt, und das ist punktverkehrt und hebechdig zu dem Image von Frauen wie passiv und schwach, wie man sieht da, ja, hat sich meistens bewiesen in zwei Trumim, ja, von dem religiösen Ritual.
Der erste hat zu tun mit dem Bris, mit dem Ritual vom Bris, und der zweite hat zu tun mit der Produktion von koschere Fleisch. In der sowjetischen Kontext, der Bris, was haben die Bolschewiken vermischt wie ein barbarische Vierrechts, ist geworden das erste Mal in der jüdischen Geschichte, wollte ich gesagt, es ist geworden das erste Mal ein Freuensgebiet. Ja? Ein Schettach, was hat belangt zu Freuen. Es ist gewesen die Achreis nur vom Freuen. Ja? Und men, speziell die, was haben gespielt, eine wichtige Rolle in der sowjetischen Gesellschaft, haben öffentlich auf die Parteiversammlungen haben beschuldigt, die Mames, die Freuen, was zu lieb sei, hat man mal gewähnt, die öffentlich, aber von der anderen Seite, privat, haben die Männer Tage angetreut, die Freuen mit Nachreis zu organisieren und durchzumachen, dem neuen sowjetischen, jüdischen Ritual. Ist Freuen, was nicht geguckt auf der marxistischen Theorie von Gendergleichheit, hat man gewöhnlich ausgeschlossen von mehr qualifizierter und professioneller Arbeit und Freunde, was haben nicht so viel Maschpia gewähnt auf die Hauptinstitutionen im sowjetischen Leben, haben nicht so viel riskiert, erwartet zu verlieren Postens und Karrieres und haben darüber gekannt, abreden mit dem Mäuel, was hat gewöhnlich mal gewähnt, das Eufel in der Privatkeit von der Heim oder in Spital, in der sowjetischen Spital, versteht sich an Armenien. In allgemein, das Volk hat nicht im Ganzen abgeworfen die religiöse Autorität vom Mäuel, aber seine Funktion ist gewesen befragt, eine medizinische oder der religiöse Moment ist nicht gewesen wichtig. Was ist gewesen wichtig, ist gewesen der ethnische Aspekt von Mahlsein, das Eufele. Wie ihr wisst, in der jüdischen Tradition ist die Mitzwe Mahl zu sein, das neugeborene Eufele fällt auf den Taten, ja, Leute Aloche, und der Tate geht über die Mitzwe zum Mäulen. Aber der Tate muss dabei sein, zu sagen, die Brache, ja, die Braches. Aber in der neuen sowjetischen jüdischen Ritual ist der Vater, der Tate ist im Ganzen nicht da. Da weiß ich, postet eine Karikatur, was sage ich in meinem Buch, aber es ist so gut, dass ich habe es gewollt euch da bringen, eine Karikatur von der Rolle von Freuen in dem neuen Ritual, ja, sehr starke Freude. Ist Freuen, das heißt Freuen und Mames, was haben vernommen das Wort von Männern und von Tates in dem traditionellen Bris, oder in dem traditionellen Obmach, was ist gewesen nur zwischen Männern. Ja, traditionell, historisch ist nur zwischen Männern, ist Frauen spielen eine neue Rolle. Und so herum Frauen haben gespielt sehr wichtige Rolle in Abhalten, aber euch im Beiten, ich will unterstreichen das Beit, weil ich bin sehr interessiert in der Aufkunft von einer neuen Volksjüdischkeit. Ja, es beit sich, es ist nicht auch ein Minion, ja. Sie haben gespielt sehr wichtige Rolle in der zwischenmilchomediker Tkufe. Ist da will ich weiß noch ein Bild, da ist da ein Bobbe, was sagt, mein Enkel muss gemalt werden, wie es steht geschrieben auf Russisch, und das bis so komische, man hat sehr junge Pionieren, was sind die kleinen Kommunisten, ja, was entläufen oder werden noch gejagt vom Freuen, ja, und sie schreien uns, wir werden nicht gemalt werden, wir werden nicht gemalt werden. Aber sie werden, seien die Freuen, was laufen sie noch. Ist die Produktion von koschere Fleisch. Ich will nur unterstreichen, als produzieren koschere Fleisch ist mamschig gewesen. Die Produktion ist mamschig gewesen bis rein in die Anheb 30er. Aber es hat sich gebieten unter die sowjetischen Bedingungen. Es ist geworden mehr sowjetisch. Ja? Was meint das? Le Mosho,
es ist geworden ein Teil von den meluchischen Strukturen und von den meluchischen Anstalten, wie städtische Schietehäuser. Ja, das heißt, in die 20er und auch in die 30er, und wenn ich habe es gesehen, wenn ich habe geforscht in Ukraine, bin ich gewesen ein bisschen schockiert, als bei ihm die Schiete ist gewesen ein Teil von den Schietehäusern, von den meluchischen Schietehäusern. Ja, man hat es probiert zu regulieren, die Sowjeten haben es probiert zu regulieren. Und von den Kooperativen. Ist, ja, passet in Ukraine, die Passigkeit von koschere Fleischproduktion hat man klar bestätigt in einer offiziellen Resolution von 24, noch einmal hat man bestätigt die Resolution 25 und 26 von dem NKWD, ja, von dem Kommissariat von innerlichen Unionen, ja, was hat bestätigt, dass der Status von die Schachtim, was arbeiten in meluchische Anstalten, ist gewinn Punkt derselber Status von stammqualifizierter Arbeiter. Ja, der Scheuchet ist qualifiziert, was sagt man da? Man sagt, der Aufkommt von einem proletarischer Scheuchet. Ja, ein neuer sowjetischer, jüdischer Scheuchet. Is meiste Schachtim haben Nawade nicht gearbeitet unter der Aschkoche von dem Rov, von der städtischen Rov. Von einer Seite orthodoxische Jiden, das heißt frumme Jiden, wollten keiner nicht gekannt, annehmen, verkoscher Fleisch geschochten von einer Kuh oder von einer Huhn, an der Aschkoche von dem Rov, von der Stadt, ja. Und efter dazu hat die Schiete, was ist vorgekommen in der meluchischen Anstalt, a viele nicht gefolgt, die alle strenge Klolim, komplizierte Klolim, was einem verbunden mit koschere Schiete. Aber von der anderen Seite, das ist, was ist mir interessant, ist das Fleisch gewesen koscher genug für mehrste Koinim, ja. Was für sie ist das Fleisch gewesen genug koscher. A viele an dem Hexer von der Rov. Sie haben gekauft als Fleisch, weil es hat gekostet weniger. Sie haben es gekauft, weil sie haben nicht gehabt genug Kenntnis von den komplizierten Halaches herum Schiete. Es ist nicht klar. Aber der Riker, was ist interessant, ist ein sehr Beschluss, hat mit sich vorgestellt, sehr wichtiger Tritt auf dem Weg zum Aufkommen von einer neuen Min, Volk Kaschres, also ein Volksaustausch von die Halaches von Kaschres, welches Jesod ist gewesen die Tradition von Schiete, aber auch die Speisgewohnheiten, ja, die Gewohnheiten herum Meicholim, ja, haben sehr tiefe Wurzeln. Ja, ich kaufen als Fleisch, sie ist selbst nicht 100% koscher, aber ich kann es kaufen, sei wie. Ja, und viele andere religiöse Autoritäten. Also, Avada ist dort Zerstörung, 100% Zerstörung, aber in dem Kontext von Zerstörung sieht man als Aufkommen von neue Minhagim. Ja, ist Punkt wie andere Vierrechts oder Minhagim, was die religiöse Führerschaft hat mehr nicht gekannt kontrollieren. Ich habe nur was geredet wegen Bris. Koscher Fleischproduktion in der sowjetischen Gesellschaft ist nicht gewesen abhängig in die Rabbonim, was seinen in letzten Sachakel durchgefallen, ja. Und hat sich nicht gewöhnt, BMS in die Schachtim, was haben probiert, arbeiten mit die sowjetischen Anstalten, gedeiht zu halten, ein paar Nosse, ja, zu lieben professionelle Siebes. Aber die Produktion und darüber der Vernitz von koschere Fleisch im Sowjetverband hat sich gewöhnt in die jüdische Freuen, ja. Weil noch einmal nicht geguckt auf der revolutionäre Rhetorik, wegen Gendergleichheit, was die sowjetischen Anstalten und Umführer haben gerät wegen dem und geschrieben wegen dem, mit größter Leidenschaft. Es hat sich ausgelöst, als meiste Frauen haben gekauft Fleisch, ja, haben gekauft Speis und sie haben es gebracht zum Tisch. Und jüdische Frauen, was haben kämen nicht
haben Keimoni gespielt die Rolle von Schacht im Avade, kurz öfter in Italien, aber ich will nicht rein in dem. Und hat Keimoni gespielt die Rolle von religiöser Anführer, aber zulieb sehr Geschlecht, ja, seinen selten gewesen aktiv in der Administration, was hat angeführt mit den sowjetischen Städten, ja. Aber nicht geguckt, auf dem haben sie gespielt, sehr eine wichtige Rolle in Aufhitten, die Produktion und Vernitz von koschere Fleisch unter die Sowjeten. Ich will euch ein paar geben wie ein Beispiel. In der Stadt, noch einmal in Ukraine, in Zentralukraine, in Kremenchuk, jüdische Frauen haben reingeschickt eine Petition zu dem zentralen Speiskooperation in der Stadt von Kremenchuk. Und sie haben gebeten, dass man soll mamschig sein zu verkaufen koschere Fleisch. Das ist 29. Verkaufen koschere Fleisch zu den Mitgliedern von Kooperativ. Und sie haben gestrascht, reinzuführen einen Streik. Ja, über Verkauf nicht die Fleisch, wenn wir reinführen einen Streik. Wegen was für einen Streik haben sie geredet? Aber die haben sie geredet. Wegen dem, als wir wollen, ich zitiere, wir wollen mehr nicht abkochen, wäschere für unsere Männer, und man gibt uns nicht koschere Fleisch. Und da habe ich euch gewollt weisen, ein Bild, ja, da wie man verkauft koschere Fleisch. Ich sitze der zweite Teil von meiner Rede faktisch, ist der radikale Prozess von Modernisation in der sowjetischen Gesellschaft hat nicht nur gesehen der Aufkommen von einer sehr traditionellen jüdischen Frau, was hat gespielt sehr wichtige Rolle in Aufhitten die Tradition zwischen den Sprachen, in Aufhitten Volksjüdischkeit. Die radikale Modernisation hat euch geführt zum Aufkommen von einer anderen Minfrau. Ja, ihr weißt, ich bin sicher, dass ihr weißt, ich kenne eigentlich alle, Tevye de Michker, Hodl, ja, die radikale, die marxistische Frau, ist das sowjetische System hat geführt zu etwas sehr anderes, ja, sehr radikale Frau, was hat sich entgegengestellt gegen den Mames Lebenssteiger, ja, und was hat euch probiert und einmal matzliach gewesen zu spielen eine Rolle in der sowjetischen Ökonomie und in der sowjetischen politischen Leben und war die euch Chasne gehabt mit Nicht-Jiden. Ist da wieder kein Poschet weisen. Noch einmal, da seht ihr zwei junge, schöne jüdische Frauen, die sagen, als an dem Kontroll von dem jüdischen Gott, ja, für die, was keine russische kennen, an dem Kontroll von jüdischen Gott, wenn sie essen Mittag in der allgemeinen, was heißt in der öffentlichen Cafeteria. Was meint das? Sie werden aber nicht essen koschere Speise. Und bei es meint, sie werden nicht essen koschere Fleisch. Das ist euch sehr cheinevdik auf Russisch, granzig, Sara Molica, Dochka Kamsamolica, was beim es Sore sind Licht Lekovet Schabes, ja, und das ist die Mama, und sie guckt auf den Säger, und die Tochter kommt nicht, weil die Tochter dreht sich herum mit die Kamsamolzi, ja, mit die junge Kamsamolzi. Aber noch einmal sieht man da die Spannung zwischen Mames und Töchter. Isavade, die Modernisation von jüdischen Frauen ist vorgekommen vor 1917, ja, vor der Revolution. Aber was ist sehr wichtig ist, dass das sowjetische System hat untergestrochen so viel Gleichheit. Ja, es hat verglichen die beiden sehr intensiv, sehr radikal. Ja. Mehr für jüdische Frauen wie für nicht-jüdische Frauen. Das Anteil nehmen sich in politischen, sozialen, kulturellen Leben in die sowjetische Stadt und Anteil nehmen sich in der sowjetischen Gesellschaft wie Träger von der Revolution, ja, und im Bauen dem neuen System,
von jüdischen Frauen, das heißt, das Anteilnehmen von jüdischen Frauen, ist gewinn beuliter und starker im Vergleich mit dem Prozess, was ist vorgekommen zwischen weißrussischen, ukrainischen und russischen Frauen. Speziell, der Fall habe ich angehört mit der Mappe, speziell in die Territorien von dem gewesenen Tchum, am Moshe, wo bechlal, für jüdische und nicht jüdische Frauen, Männer, ist Modernisation, hat sich entwickelt paar Melcher, nicht so Beuleter. Is jüdische Frauen seien gewähren mehr gerät, über Tracht, ja, über Vergleich, jüdische Frauen mit ukrainische Frauen, jüdische Frauen mit weißrussische Frauen, sie seien gewähren mehr gerät und haben gehabt mehr Cheshek euch, sich hereinzuwerfen und Anteil nehmen in gesellschaftlichen und politischen Leben in Sowjetverband, im Vergleich mit nicht-jüdischen Frauen. Für was? Erstens zulieb der höheren Niveau von Überwürdigkeit. Ja? Im Vergleich mit weißrussischen, ukrainischen Frauen. Es ist bei uns nicht was zu vergleichen. Ja? Und euch, als man nimmt in Betracht, als jüdische Frauen seien, meiste jüdische Frauen bis 1917, seien gewöhnlich alle Epoches überwürdig in Jiddisch. Ja? Was in der sowjetischen Kufe wird in gewissen Teilen eine meluchische Sprache, aber in anderen Teilen wird als eine Sprache von dem öffentlichen Leben. Ja? Und erwartet sein jüdische Frauen, die seien noch gewinn überdick auf Russisch. Aber von der anderen Seite weißrussische, ukrainische Frauen, wo seien geblieben in die Territorien von Tchum HaMoshev. Die, wo seien gefahren in Moskau, seien gewinn. Aber die, wo seien geblieben, seien gewöhnlich nicht überdick, nicht auf Weißrussisch, nicht auf Ukrainisch. Und euch nicht auf Russisch. Und ich will euch der Mann in da ist sehr wichtig, traditionell, als man guckt auf den 18., 19. Jahrhundert, aber das hat man spielt gewähnt auf dem 20. Jahrhundert die ökonomische Rolle von jüdischen Frauen. Es war mehr unabhängig im Vergleich mit nicht-jüdischen Frauen. Ich kann euch geben Nummern, aber es ist nicht wichtig, aber es ist da neue Forschung, was hat gewiesen. In einer kleinen Stadt in Weißrussland sehr hohe Nummer, hohe Prozent von jüdischen Frauen haben BMS vermogt akrom. Ja? Aber nicht-jüdische Frauen haben nicht. Ist da euch die ökonomische Rolle ist wichtig, die reinzuspringen, die haben Cheshek reinzuspringen in dem 20. Jahrhundert. Und letztens, mein letzter Punkt, ist es, meiste oder jüdische Frauen haben säumig gewähnt auf die vorrevolutionäre jüdische Parteien, speziell in Tchum HaMoshev, in gewesen Tchum HaMoshev, das heißt der Bund, Le Moshe oder Poelei Zion, was hat gespielt, die Rolle von einer Yesod, ja, von einem Springbrett für eine Kulturation, für Modernisation und für Überdigkeit, am Mocker, was meiste weißrussische, ukrainische und viele russische in dem Tchum freuen, haben nicht gekannt, säumig sein auf dem. Ja? Ist sehr Sache, weißrussische, ukrainische Freunde sein gewähnt, Poiertes. Und das ist eine Sozialgruppe, was historisch ist nicht verbunden mit politischem Aktivismus. Es sagt, jüdische Freunde, mehr für die weißrussische, russische, ukrainische, seien gewähnt, potenziell, aber auch in dem Emessen politisch aktiv, haben sich entgegengestellt, sehr stark und radikal gegen der Mischpoche, Lebenssteiger und haben gespielt die Rolle von Träger von Modernisation. Ja? Und ich gebe euch da ein paar Beispiele, was einem von meiner Forschung wegen Minsk, man muss der Mann in Minsk ein paar Mal, ja, das ist von SOF, das ist, ich zu geben ein Beispiel, das ist SOF 28, ja. Also man vergleicht, wie viele jüdische Freunde sind gewesen Mitglieder von der Kommunistischen Partei und wie viele nicht-jüdische Freunde sind gewesen Mitglieder von der Kommunistischen Partei in Minsk. Die größte Mehrheit sind gewesen jüdische Freunde. 330 sind gewesen die jüdischen Mitglieder von der Kommunistischen Partei, russische Freunde 100,
Polnische, es ist da auch 30 polnische Frauen, und die weißrussische seien 150. Ihr müsst verstehen, als Jiden seien damals im Minst 42% von der Bevölkerung, aber die größte Mehrheit ist Weißrussen, aber Jiden seien mehr wie zweimal mehr, jüdische Frauen seien mehr wie zweimal mehr Mitglieder in der kommunistischen Partei. Noch ein Beispiel, es ist gewesen der Genatiel, ja, der Frauensabteilung von der kommunistischen Partei, und jüdische Frauen sind gewesen eine Sache mehr aktiv in die Komkämmerlach, und ich will euch noch einmal geben ein paar Nummern, 1920, 360 Delegatkes, was haben sich anteilgenommen in die Konferenzen, die Frauenkonferenzen von Genatiel, von die 360 seien jüdische Frauen gewesen 180, weißrussische 125, russische 40, polnische um 8. Und ich poste euch noch, das letzte Beispiel, noch, dann gehe ich weiter. Mir gefällt, dass man guckt auf die Mekoirim, sehr sachmal, beklagt man sich in verschiedene Organisationsanstalten, wo man will zuziehen, Frauen zu der kommunistischen Arbeit. Aber die einzige, was werden zugezogen, sind jüdische. Ja, und man beklagt sich, was tut sich, für was nur jüdisches. Wir haben nur ein Problem in unserem Verein, als nur jüdische Frauen beteiligten sich in der Arbeit. Dieser Unterschied stammt wieder einmal von der verschiedenartige Madrege, das heißt zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Frauen, von Madrege von Urbanisation, Ivrigkeit und Tradition von politischem Aktivismus, was ich gewinne, sach starker zwischen jüdischen Frauen wie nicht-jüdische Frauen. Gewisse jüdische Frauen haben noch gespielt sehr eine wichtige Rolle in der jüdischen kulturellen Revolution, was ist vorgekommen auf der jüdischen Gas, in die so auf 20er und 30er, und haben sich beteiligt in der so gerufene Gold-Kampagne. Ja? Das Gold-Kampagne ist gewesen als eine Kampagne, was man hat angeführt, man hat es auch reingeführt in faschistische Länder, aber man hat es reingeführt, zu stützen die Regierung, sammeln Gold von den Bürgern. Ja? In dem Fall zu stützen Industrialisation, Kollektivisation, der erste 5-jährige Plan. Und man hat verschiedene Brigades, ja, von Frauen, jüdische Frauen, was verhaben, und ich stoße sich an, als man verhabt von den eigenen Mames und den eigenen Babes. Schabes leichter, wie ihr seht, da Kiddushbecher, und man schenkt sie der Revolution. Ja? Da sieht man besser, da sieht man euch die Schabes leichter. Und ich bringe euch wieder die Wörter von einer sowjetischen jüdischen Schreiberin Sore Khan, was ermutigt die sowjetische jüdische Frauen, sich anteilnehmen in einer Goldkampagne, und sie schreibt, oi ringlich, leichter, Kiddushbecher, fändlich, nehm sie, Chavertes, und geht sie über der Revolution. Ich will anrühren einen letzten Punkt, und nachdem gehe ich zu meinem Ausführ schon. Ist ein letzter Punkt wegen gemischter Chassanes. Und es ist interessant, als jüdische Frauen haben statistisch gerät, der gerecht dieselbe Madrege von gemischter Chassanes, demselbigen Nummer von Chassene Gemischtigkeit, ja, wie Männer. Ist der sowjetische Zensus von 26, 5% von 5% von Männern und Frauen in Ukraine haben Chassene gehabt mit Nicht-Jiden, 4% Männer und Frauen in Weißrussland haben Chassene gehabt mit nicht-jüdischen Männern und Frauen, und 21% in Russland, ja, 21%. Mit 10 Jahren später 37, ja, die Madrege von Chassene Gemischtigkeit wächst mit 3 Mal, ja, und der greift in Weißrussland 14% für Männer und 11% für Frauen, und in Ukraine 16%
für Männer und 15% für Frauen und in Russland 42% für Männer und 37% für Frauen. Also ich habe euch gewissen, wie die Akkulturatie, ja, was ist geschehen zu der mehr radikaler jüdischer Frau in Sowjetverband. Was ist euch sehr anders, das ist mein neues Vier, ja, was ist euch sehr anders in dem Fall von sowjetischen jüdischen Frauen, in sehr sowjetisiert, in dem Häufen, wie sie haben aufgenommen, die Sowjetisation, und in sehr zu neu treffen sich mit Modernisation, in dem Kontext wieder einmal von der gewaltsamen Druck zur Urbanisation, zur Modernisation, zur Assimilation, ist der Aufkommen von zwei verschiedenartige und entgegenliche Frauen. Eine ist sehr traditionell und eine ist sehr radikal. Und der Artikel, was ich halt anschreiben, bei es wie ein Titel, ich stelle mit sich vor, als ein schizophrenische Modell von einer Kulturatie, was ich meine, hat das Sache mehr zu tun mit Frauen wie mit Männern. Und wieder einmal, ich probiere noch wegen Frauen in andere Erden, in andere Territorien, aber ich meine, als in der sowjetischen Fall ist sicher da ein schizophrenisches Modell von einer Kulturatie. Eine Spannung, was hat ein heuristiken Aspekt, ja, hat sich ausgedrückt, ich teile meistens wie eine kulturelle Spannung und Überreis zwischen Mames und Töchter und nicht so zwischen Tates und Töchter. Alla Tevye, ja, in Sholem Alechem, Tevye der Milchiker, was wie gesagt ist geworden als ein Symbol in jüdischer Geschichte. Sie sagen, bei ihm ist gewesen Goldes Töchter, nicht Tevyes Töchter. Und als eine scharfe Dichotomie, als eine Einteilung treffen wir nicht bederach klar zwischen die arumike Bevölkerungen, zwischen Weißrussen, Ukrainer, Russen und ich habe schon in der Mund die Sibes. Aber es ist da noch ein Moment, was ist sehr wichtig, der sozioökonomische Moment, was man darf nehmen in Betracht, ich halt, und das zu erklären, ich habe der Mann in da Juri Slioskins Werk der jüdischen Jahrhundert, ja, ich habe später es noch nicht übergesetzt auf Jiddisch, aber öfter ist das die einzige Sprache, was fehlt noch, ist, was Slioskin erklärt, nicht in seiner Beschreibung von der Zusammenkunft zwischen Modernisation und Hodl, die Marxistke, ja, Tevyes Tochter, was wäre der Symbol von russischen Judentum in seinem Buch, ist eine von die, was hat nicht erklärt, ist eine von die sam interessantesten Themen in der sowjetischen jüdischer Überlebung, was in Klammern will ich Poshet ermahnen, sich halt das so durch sehr sagt zu tun mit der amerikanischen jüdischer Überlebung. Ist in Slioskins Beschreibung, Hodl nimmt auf mit der Leiden, und wieder einmal, sie ist nicht nur das Symbol von jüdischen Frauen, nur von euch jüdischen Männern. Aber Hodl nimmt auf mit Leidenschaft, Kommunismus, ja, mit der Leidenschaft, und sie ist im ganzen Potter von allen Aspekten von Jüdischkeit, ja. Ist die Modernisation, die Sowjetisation für ihr und für den russischen Judentum in allgemein meint als ein jüdische soziale Aufkommen. Es meint der jüdische Tatereziche, ja, symbolisch der Hagen in dem Taten, was steht mit sich vor Jüdischkeit, und schmaden sich, ja, das ist, was es ist, die Akkulturatie in Sowjetverband. Aber in dem Emessen ist Modernisation euch gewesen der Resultat von einer Probe, was ist gewesen sehr ambivalent und sie ist heraus von sehr schweren Gerangel. Von den Eltern, von jüdischen Eltern, was haben gestützt, als die Kinder sollen matzliach sein, ja,
und die Kinder sollen sich retten von einer außergewöhnlichen Armkeit. Ja, was ich meine, euch nicht nur zu mit Sowjetverband, sondern euch Amerika, ja, jüdische Eltern, speziell die, was zulieb der so gerufene bourgeoise Hintergrund, haben verloren alle Recht, ja, die so gerufene Lizenz, ja, sie haben verloren alle Recht. Und in die 20er sind da sehr Sachjiden, was leiden von dem. Und sie werden faktisch sozial ausgeworfen. Ja? Sie haben weniger Zutritt und ihre Kinder auch dazu. Sie haben weniger Zutritt zu Posten, zu der Arbeit, in allgemein zu Dires, zu der Erziehung, zu Spital. Und sie haben gestützt, die Kinder, sie sollen sich auch abtreißeln, ja, von dem jüdischen Lebenssteiger. Sie sollen sich abtreißeln von den Eltern, ja. Und sie haben gestützt die Sinn, aber sie haben auch gestützt die Töchter. Sie sollen Anteil nehmen in der Arbeiterschaft, sie sollen sich anschließen in der Partei. Viele, wenn sie haben gewusst, dass die Bewegung und ist gewesen eine korrumpierte, ja, die kommunistische Bewegung, die Ideologie ist gewesen eine falsche. Also man lernt die Sicherheit, sagt man das, ist eine falsche Ideologie. Aber wichtiger ist etwas anderes. Man ist da, man muss massiv sein, ja, oder man muss bleiben leben. Ist Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei, in die kommunistische Organisation, ist Wade gekommen mit Privilegien, ja, und hat mit sich vorgestellt, einen Weg zum sozial-ökonomischen Hatzloche. In der Kulturkampf, was ich habe beschrieben, es ist klar, als Religion und Tradition in letzten Sachako haben verloren, ja, in der Kulturkampf. Und ich will euch, da ist da noch ein Bild von einem Brief, aber ich will euch überlassen mit dieser Image, was ich meine, sehr geht über wer es hat gewonnen und wer es hat verloren. Und das ist noch einmal, was meint ihr, ist das? Das ist bei mir ein Mikve, ja, der Fall. Was ich hab angehört mit der Mikve und das, nur steht durchgeschrieben, Entschuldigung, Janina kann lernen Russisch. Und der Symbolik ist aber sehr wichtig da. Das ist noch einmal eine Stadt in Kremenchuk, ja. Und der Schmutz und die Ansteckungen, was ich habe mit sie angehört, ja, in der ersten Mikve hat man verbunden mit der städtischen Wäscherei. Ja, das ist geworden, die städtische, also Mikve wird die städtische Wäscherei, wo alle gehen zu waschen, Wäsche. Ja. Was wohl gekannt sein, mehr passig oder mehr gehörig zu überzugeben, was ist vorgekommen in der Kulturkampf. Ist in letzten Sachako, in dem Kontext von der Kulturkampf, haben Mames gestellt, ihre Töchter hat Sloche und zukünftige Glicken, das ist gewesen die wichtigste Sache, ja. Sie haben gelegt den Trop auf dem, mehr von als, viele mehr vom Mamschech sein und abhalten die jüdische Tradition. Danke. Ui. Okay. Ich hoffe, es sollen sein 2 Fragen, ja? Das, ich habe gewollt weisen, die, was seinen rein spät, das ist es, ja? Ach, schon nicht mehr. Ja, das ist es. Ja, das ist die Mikve. Mit allen Mikroben, ja. Sehr gut, sehr gut. Nicht für der Hille, ja? Ja. Ja, wir haben übergegeben, das ist die schwarze Rolle, ja, das Pinchas Menz, was ist ein Fundator von Kombund in Polen. In die 20er Jahren ist gewesen in Moskau auf einer Konferenz von Komintern oder was. Und beschreibt es in seinem Buch Geschichte von einer falschen Illusion. Als nach die Sitzungen ist gegangen in Arbat,
in der Gegend dort, in einem kuscheren Restaurant, essen heimische Maicholim dort und hat gesehen, alle anderen Menschen, die sind gewesen auf der Konferenz, aber keiner hat nicht gewollt gucken dem Zweiten in die Augen, weil sie haben gewollt essen, was ist dort. Aber was für ein koscher Essen in Arbeit, bei ihm hat man also, das gerufen. Das ist Moskwe? Ist gewesen in Moskwe. Ja, wenn, 28, ich muss haben gewesen inmitten von den 20er, späten der 20er Jahren. Aber es gewinnt sich in sein Buch Geschichte von der falschen Illusion. Okay, ja, danke. Das ist sehr wichtig, ja, danke. Noch eine Sache, es ist da ein Moschel für jüdische Frauen wegen Opfern malen die Kinder von Tanach. Zipporah ist gefahren, kann Mitzrayim mit Moshe Rabbeinu. Und sie haben gehabt einen Sohn. Und Moshe hat nicht gemalt dem Sohn. Und sie hat gemusst das sich allein. Und es steht geschrieben in Sefer Shmois, sie schreit auf ihm, Chatan Damim, du bist ein blutiger Chossenmeiner. Das ist sehr wichtig, Dank. Dank. Zu fragen und zu sagen, weil ich bin geboren in Wilna in der sowjetischen Kufe. Meine Eltern haben durchgelebt die jüdische Lite in unabhängige Lite, die Kriegerwade und die sowjetische Kufe bis so von den 50er Jahren. Und Wade alle Exempel, Mascholim, was ihr habt gegeben, sind für mich lebendige Mascholim. Aber eine Frage ist mir geblieben, Sie kochen noch eine durch die ganze, öfter hat ihr gerät von dem Anfang an, weil ich verspätigt habe. Ja, ich habe mehr. Entschuldigung. Ja. Ihr habt gerät. Ja. Ich schreibe weg, ich habe geschrieben, ein bisschen wegen dem. Sie hat gefunden, Sachen, was können sein, beschrieben durch zum Beispiel Statistik. Und ja. Gehen zurück zum Kuhlberg, was hat gesehen, was sein Durchsicht durch Literatur. Ihr habt gesagt, ihr habt das auch Fragen, so bei mir. Nein, ich habe sehr probiert, der Gerechnet die Statistik. Und ich habe gehabt euch ein paar Einfallen, was ich arbeite noch als auf dem. Statistik kann man nicht haben, Statistik. Aber der einzige Räufen, aber ich weiß nicht, ob ich soll das beim Sassad, was es ist da eine sowjetische Institution, was wollte gehalten, neu und wollte geschrieben, ja, ein Zettel, gemalt, nicht gemalt, für Jiden und auch für Musulmaner, warte. Der Vergleich zwischen Jiden und Musulmanen ist sehr interessant, meistens Tataren. Die Tataren seien, das heißt, Musulmanen seien nicht bei ihm gewesen, ein Problem. Weil meiste haben gewohnt in Zentralasien. Das heißt, in die 20 und 30er der MS-Problem oder der Fokus ist die europäischen Territorien von Sowjetverband. Und dort haben mehr Jiden wie Tataren haben gewohnt, ja, in die Stadt speziell. Zurück zu der Frage, die Statistik, ja, es war äußergewöhnlich. Ich hab Dokumenten von Parteidokumenten, von Anstalten. Man darf gucken in die Anstalten, nicht in die große Organisation, sondern in die kleine Organisation, wo jede Organisation im Sowjetverband hat eine Partei, eine Comkämera,
apart kommen Kämmerer, ja, wo die Mitglieder von Partei sind zu neu gekommen, gerät wegen verschiedenen Sachen. Ich geguckt habe, wie groß es ist gewesen, die Organisation, die Institution. Ist dort redet man herum der Frage. Ich habe einmal gelernt, ich meine, es ist gewesen Celia Blum, wegen junge Menschen fahren Zweiten Weltkrieg in Polen. Und sie hat genutzt als Sache die Autobiografie, die Jevo-Autobiografie. Und dort ist gewesen dieselbe Sache, die Generation Unterschied zwischen die Mamas und die Töchter. Es ist gewesen so stark, wenn ich habe es erst gelernt. Ich habe gemeint, es ist noch in die 60er Jahren so gewesen. Und es ist gewesen, als Sache euch in Polen sehr, also wie du hast es beschreibt, euch. Ja, sicher es ist gewesen, aber da der Unterschied ist, als Jüdischkeit wäre nicht untergedrückt von der Regierung. Das heißt, die polnische Regierung macht gar nicht aus, wie viel koschere Hühner jeden essen jeden Tag. Aber in Sowjetverband, das ist sehr wichtig, ist, was ich habe gewollt unterstreichen. Nach kurz der Spannung, ja, das ist eine von meinen Themen, aber die andere Thema ist gewesen, die wichtige Rolle, was jüdische Freunde haben Tage gespielt in Abhüten die Tradition. Aber ich meine euch, wieder einmal, ich habe an Arbeiten auf dem und ich meine aber, dass die Spannung da ist eine Sache stärker, weil euch die Polen ist ein sehr konservatives Land, sehr katholisch Land, sehr, sehr konservativ. Da ist gar nicht konservativ, da ist BMS. Freund, ihr muss in der Theorie, in der Rhetorik, ja, ihr müsst daraus von Stub, ihr müsst arbeiten, was tut ihr da? Ist also die Spannung ist eine Sache größere. Ja? Ich sage nicht, als keine Spannung ist nicht gewesen in Polen oder in anderen Ländern, Deutschland, Lemoscho, andere Länder auch in Europa, aber so Dichotomie, so Schizophrenie ist nicht gewesen. Ich halt und ich will es beweisen. Mit Gottes Hilfe. Aber ein Dank. Das heißt, ich muss euch trachten wegen. Sie haben die Freuen genutzt, solche Argumenten, also wie unsere Reformjuden, als Malen ist gesund für die Kinder und es ist besser und es, ich weiß, Koscherfleisch ist euch gesünder, weil man kontrolliert und es ist, also wie man macht. Ja, nein, das ist interessant, aber zum Badeuren habe ich... Sie ist Malsein ist sehr stark, sehr ethnisch. Viele, das heißt, für Kommunisten ist Männer ist sehr wichtig, ja. Chassene haben oder mit der Rov oder Besäulem, ja, jüdischen Besäulem begraben die dem gestorbenen Taten. Nein, aber Malsein ein Kind, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Koschere Fleisch, ich habe gewollt aufheben, ich darf es aufheben mehr, das ist sehr verbunden mit Kultur von der Kirche, ja, mit Gewohnheiten, was haben zu tun, und Minhagim, was haben bei zu tun mit dem Essen. Ja. Und nein, aber es ist da eine Kultur, das Behemes koschere Fleisch hat einen besseren Tam. Und man sieht es a viele, bis so in die 50er Jahren in Sowjetverband. Nachdem, aber es ist da, ich habe geredet einmal mit Amerikanern, ich habe das so gehört. Koschere Fleisch hat einen besseren Tam. Frumme Jiden ist nicht so. Nein, ich weiß nicht. Aber da hast du gehört von Frumme Jiden. Allewei wollte ich gehabt, aber Zir. Okay. No, Dank für dein Referat. In der ersten Hälfte von deinem Referat hast du untergesprochen der Image von Frauen wie Frauen mehr wie Männer sind in der Heim, ja, sie arbeiten nicht, sie bleiben in der Heim und sie sind mehr traditionell und mehr religiös bestimmt, ja. Und es man tragt wegen andere Kihiles, andere Tukufis, ja, man kennt das Bild schon
von Marion Kaplan, versteht sich, ja, von Deutschland, von den späten 90er und 20er Jahrhundert, das ist sehr ganz anders, ja. Aber es ist interessant, dass es da als parallel, ja, und man weiß doch, als ein Bild von jüdischen Frauen, wie mehr traditionell zu sich, von der Scholarzeiten, ja, euch, ist, das ist interessant, als versteht sich bei Kaplan, ja, das hat zu tun, sie steigt unter, das ist eine neue Sache, ja, die traditionelle Image von jüdischen Frauen ist, was sie sind weniger fromm und sie sind nicht in der Heim, sie sind in den Markt, ja, und also das ist eine neue Rolle, eine neue Image, ja, für Frauen, was hat zu tun mit der Bourgeoisie, mit Modernisation, und in dem Fall heißt Modernisation Bourgeoisisation, ja. Und es ist interessant, ist in deinem Fall in Sowjetunion, in Ratenverband, hast es auch zu tun mit Modernisation, aber verkehrt nicht mit Bourgeoisie, nur verkehrt, ja. Ich habe gewollt fragen, ein bisschen wegen dem, wie du sagst, sozusagen dem Jeches von jenem Image, von Frauen, wie sitzen dich in der Heim und von sein mehr fromm, ja, ob das, was kommt vor den Ratenverband, dass man beklagt sich, als Frauen sind darf mehr fromm und sie sind nicht genug aktiv, zu viel in der Heim, nicht genug auf der Gas, ja. Ob das ist ein Hemmschach von jenem Image, was hat sich müsste man angehoben mit der Haskola, oder das ist eine neue Sache in Ratenverband, das mit der neuen Propaganda, mit der neuen Zugang zu Gender, als man hat von das Neue ausgetragen als ein Zugang zu Frauen in Ratenverband. Ist das eine Ähnlichkeit oder etwas anderes? Ich meine, es ist beide Sachen. Ich meine, es ist sicher da Hemmschichtigkeit. Es ist sicher da Hemmschichtigkeit. Gott, diese europäische jüdische Frauen seien noch sehr anders, wie wir wissen von deutschen Frauen. Das heißt die ökonomische Rolle. Ja, sie sind allemal gewesen mehr aktiv ökonomisch. Es ist da Hemmschichtigkeit, aber es ist da auch das heißt, wie wir können mehr nicht reden, wo wir können mehr nicht reden, wegen Hemmschichtigkeit, ist, wenn man sieht Frauen, was beklagen sich, also sie müssen bleiben in der Heim. Ja? Und sie müssen bleiben in der Heim, weil bei MS in dem Emessen, in der Praktik der sowjetische Gesellschaft, ist nicht mazliach zu schaffen als ein System, was gibt eine Möglichkeit zu Männern und Frauen zu sein aktiv Gesellschaft. Das heißt, als wenn die Männer sein bei der Arbeit, theoretisch wer wohl gedarf Achtung geben auf die Kinder, wenn man hat nicht mal beseide, es wohl gedarf sein als eine Struktur in der Fabrik, ja, was hilft Achtung zu geben die Kinder. Aber in dem Emessen, das hat existiert nur in 5-10% von den Fällen. Das heißt, in meisten Fabriken ist das nicht gewesen. Er hat nicht gehabt, kein Geld. Also ich freue, ich meine, es sind da sehr Sachen freuen, viele, was seien schon Mames, was wollten gewollt sich beteiligen in dem neuen System, aber was kennen nicht. Aber du bist gerecht, als man beklagt sich euch. Also es schafft sich als ja, geh raus vom Stub, sie kennen nicht, ach, für was bist du allemal in Stub? Das heißt, und als du bist in Stub, du wirst übergeben die Kinder, die Bobbe Meises von Religion. Also, es ist eine interessante Frage. Ja, es ist Hemmschichtigkeit, sehr anders, ich meine. Danke für die Frage. Das ist eine wichtige Frage, aber ich habe sich gewundert, die Schochten in die melochische Schrittehäuser, wie sie weiß man, dass es bei ihm gewinnt koscher Fleisch, sie poschet also, weil die Schochten haben das gemacht, was sie nicht gewinnen können,
Hashgoche. Ja, das heißt, das ist die Frage. Ohne Schgoche, ohne Maschgiach kann das nicht sein, Bemes koscher. Ja? Ist in gewissen Fällen, und das ist nur, ich habe nur archivale Materialien wegen Ukraine, in gewissen Fällen ist da auch ein Maschgiach. Ja? Aber das ist nur bis 28 oder öfter 29, aber es wendet sich in die Stadt. Und einmal die Sowjeten sagen, wir dürfen nicht Maschgiach. Das heißt, sie würden sagen, die Braches, sondern sie sagen, die Braches. Aber versteht sich, es ist bei ihm nicht koscher. Ohne Maschgiach, es kann nicht sein koscher. Es ist bei ihm sehr komplizierte, was kommt vor, mit Schritt ist sehr kompliziert, weil man hat wandernde Schachtim, ja, was wandern von Stadt zu Stadt und sie haben eine Beziehung. Jede Stadt hat ein Rav im Sowjetenverband. Es ist da allemal ein Rav, ja. Viele, wenn man vermacht, mehrste Schulen, es ist da ein Rav, ja. Mehrste Mal, ob es ist nicht da ein Rav für ein paar Jahre, nachdem es beweist sich ein Rav, weil die Sowjeten willen anhalten als ein Fasson, als ein Ponym, ja. Sie unterdrücken nicht die Religion. Ja? Also ein Rav ist da. Also man hat das wandernde Gescheuchet. Aber man hat auch Beweisen, man hat, nicht Beweisen, man hat Korrespondenz, Lemosho, die Lubavitcher, Jiden, die Chassidim, was wohnen, du weißt, seien noch als Chassidim in Sowjetenverband, sie beklagen sich, dass das ist bei ihm nicht koscher, weil wandert, ist nicht verbunden mit einem Rav, ja, also man muss haben, eine Verbindung mit einem Rav. Ist noch einmal, mein Chiddush da ist, als bei ihm hat man es gekauft, sei wie. Man hat gekauft, das Fleisch sei wie. Und nicht Chassidim wollten es nicht gekauft, versteht sich. Sie haben geschacht und du weißt, die eigene Hühner. Aber vom Fleisch, von einer Behemoth, von einer Kuh, muss man haben ein Maschgiach. Also ich weiß nicht, ob ich Behemoth geantwortet habe. Aber ich bin euch gewöhnt, sehr verchiedisch, wenn ich habe gesehen, und es ist sehr interessant, ich habe ein paar Petitionen von Schachtim, ich gedenke nicht in welcher Stadt, aber wieder mal, es ist in Ukraine, die sagen, für uns ist das, wir tun es nicht zu lieber Religion, das heißt, wir sind im Ganzen nicht fromm, wir sind nicht religiöse Menschen, verkehrt, viele als stummer Scheuchet, kein Schecht nach Kuh. Und sie bringen ein Zitat, es ist nicht wahr, man soll sagen, die Brache. Ist interessant, weil es gerät wegen Schaffen einer neuen Kultur, eine neue jüdische Kultur. Ich trage wegen in Camp Boiberek, es gewinnt weltlich, durch und durch, es gewinnt Karov, Chalile, und nicht gewinnt, aber was, das Essen gewinnt Kosher-Style, das heißt, das mit nicht gegeben Fleisch und Milch, Milch in derselben Mahlzeit für die Kinder. Das Fleisch ist nicht gewinn koscher. Ist nicht gewinn koscher. Aber nicht gemischt. Das habe ich verstanden wie ein neuer Min Kaschres. Ich habe sich gewöhnt. Chaser, nicht Chaser. Ja, wichtig zu sagen. Ist aber ist gewesen etwas Ähnliches im Sowjetenverband. Das heißt, haben die Klolim von Kaschres deutlich sich gebeten, also entwickelt in der neuen, auf dem Boden von Ja, ja. Also ein Volk Kaschres, wollte ich gesagt. Das heißt, das Volk beschließt, was ist koscher, in einem gewissen Sinne. Ja? Und ich habe es gesehen, seien da verschiedene Cafeterias, versteht sich im Sowjetenverband. Aber in die Stadt, das ist in Borisov, was ist eine Stadt in Weißrussland, eine ganz jüdische Stadt, ja. Nicht so jüdisch wie Boiberik in Weißrussland. Boiberik, Beruf Boiberik, еврейский город, ja, es ist bei uns eine jüdische Stadt, Boiberik. Aber Borisov ist gemacht eine jüdische Stadt. Ist dort nicht gewesen eine Cafeteria und man hat verkauft
jüdische Speis. Weil es ist eine jüdische Stadt, ja, ist man verkauft Kischke, man verkauft Kugel, aber das hat nicht gekannt sein koscher, in einer öffentlichen Cafeteria verbunden mit einer Fabrik. Aber es ist da auch ja, eine Ähnlichkeit. Ja, ich habe gerade wegen dem Sommerlager. Ja, nein, ich weiß, David vielleicht. Nein, aber Boiberg ist da, es ist, ja. Ja. Jeden von Russenverband gegessen Fleisch. Ich meine, meistens von die Mischpoche Kirchen seinen gewähnt milchig, nicht nur eine ganze Woche. Nein, das ist ein interessanter Punkt. Und speziell in der Zeit von 31, 32 in Ukraine. Aber fort Fleisch ist gewähnt. Das heißt, Fleisch, ich kann nicht geben die Statistik, wie oft hat der sowjetische Mensch gegessen Fleisch. Sie ist da in Fitzpatricks Buch, Everyday Stalinism, sie der Mond, wie viel sie kennen, ja, Statistik. Also ihr seid gerecht, dass sie es gewähnt, ja? Ja, Emes? Schönen Dank für sehr einen interessanten Referat. Ich habe eine Frage wegen der Bilder, was du hast uns gewiesen. Als alle Frauen, knapp alle Frauen sind sehr mies, grobe, alte, ja. Und ist das verbunden mit ja, also sie sind die moderne, ja, sie sind die, also ist das verbunden mit, als was ist verbunden mit der religiösen, traditionellen Welt, wird sein Mies und also weiter. Aber so, wie haben sie gewollt zuziehen, die Frauen verbunden mit der traditionellen Welt zu dem neuen System ja, mit Asa-Bildern? Ich bin nicht alt, grob, mies und mit Spinnen in Mikve, ja. Aber, oder ist das verbunden mit antisemitischen Stereotypen? Ja. Oder, ja. Nein, sie sind ganz nicht bewusstlich verbunden mit Antisemitismus, ganz nicht, ja, Chas v'cholile, verkehrt. Eine Sache von die Bilder haben gemalt Jiden, ja, jüdische Künstler. Aber sie sehen es ist der Mond in einem gewissen Sinne, in antisemitische, nicht ohne gewissen Sinne, ist der Mond in antisemitische Stereotyp. Ja? Die Frage von Zuziehen, das heißt, der Reulem, wer hat gelernt, ja? Ich habe euch gewiesen, sehr interessante Bilder, das ist nur von Russisch, von einer russischen Ausgabe, es werden andere Ausgaben, euch auf Jiddisch, aber sie sind eine andere und sie haben nicht solche gute Bilder. Bei uns die guten Bilder sind in der russischsprachigen Ausgabe. Ich meine, dass die Jungen, man hat bei uns gewollt weisen, wie die Welt ist schwarz und weiß. Und das ist der Riker. Und die älteren Menschen sind schon verfallen. Und man wird sie mehr nicht zuziehen. Aber die Jungen muss man zuziehen, man muss sie Punkt weisen, wie mies, wie ekeldig es ist, also es ist verbunden mit der Altkeit. Aber es ist eine interessante Bemerkung, aber als du guckst in allgemein, viele nicht nehmen dich in Betracht die jüdische Themen, allgemein sowjetische Themen, wie es Boschnik und Stanka, es ist äußerst gewöhnlich, wie ich habe mal geguckt in dem, ja, es ist so schwarz und weiß. Es ist ekeldig, wenn man guckt auf, wie man beschreibt, also es ist verbunden mit der bourgeoisen Welt, so sein Religion oder so sein anderer Aspekt, Kapitalismus. Es ist der kämpfendicker Ethos von Kommunismus, ja, alles muss sein sehr schwarz und weiß und noch sehr poschet, ja. Hermann Wouk stammt von der Mischpoche von Minsk und beschreibt, wie soll sein Seide ist gekommen zuvor, Chabad Chassid von Minsk
in 20er Jahren in New York. Und Vogue hat sich gelernt, Gemara mit den Seiden von Minsk. Und der Mond, als der Seide hat kein Mensch gegessen, kein Fleisch in New York Bichlal, weil hat nicht gehabt, kein Zutreu in Kashrus in Amerika, in New York Bichlal. Von wann hat ihr solche außergewöhnliche? Ich will... Die Sachen heißen auf historische Terminologie Rozhenkes. Ja, es ist manisch, es ist außergewöhnlich. Sehr interessant. Muss ich finden. Noch ein Rozhenke ist von einem Buch von Nicholas Bethel wegen dem Mischput von Bukharen in den 30er Jahren. Hat dort ein Teil von Interrogatie-Transkript von einem Jid. Ich denke nicht, ob das ist Bukharen allein oder etwas ein anderer Jid, was ist reingegangen in Mischput. Und man hat gefunden bei ihm, reingenäht in Hintertasch, in Häusern, dachte ich mir, a Perik Tehillim. Und wie kann ein Kommunist haben a Perik Tehillim? Und er hat gesagt, als die Frau ist obergläubig und sie hat es allein getan und so. Ja, das wegen die Rozhenke habe ich gekannt, aber wegen Bock, wie heißt der früher? Woke. W-O-U-K. Woke, Hermann. Ist er hat euch erzählt wegen dem oder steht geschrieben nirgendwo? Er hat es geschrieben, dachte ich mir, oder in sein Buch This is my God, oder im Buch The City Boy, was ist ein Roman, The City Boy or Herbie Birnbaum's Revenge, Episode 1, und es passiert in Bronx. Aber es ist sein Mischproche. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Das ist nicht so selten, weil sie dort auch sagen, dass in Amerika viele die Steiner sind im Trade. Sachmenschen, ich denke, bevor das sagen, was mein Mannes Mischproche ist, ein gewisser Cousin ist gekommen, allemal mit seinem eigenen Messer auf. Soll keine abschneiden die Peres und nicht anrühren, Freund, nicht Fleisch, nicht kein Milch, nicht kein Fleisch, das von Abwein. Aber es macht ein Räuschen, wenn der Mensch ist von Sowjetenverband. Das heißt, dass in sowjetischem Minsk soll sein mehr koscher wie in New York. Das macht schon ein Räuschen. Ja? Wenn man kommt von Wilna, wenn man kommt von, ja, das das macht ein Räuschen. Ja. Okay, ja, danke. Dank.